Freigestellt hat man mich, wie das so schön im Arbeitgeberdeutsch heißt. Oder auf gut Borisch rausgeschmissen zum nächsten Ersten. Mach keine solchen Witzel mit mir. Der Witzel, da geh her, wenn du das nicht glaubst. Na, geh raus da, bitte schau. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ja. Jetzt, wo wir so jeden Pfennig zweimal umdrehen müssen. Das Auto, das läuft nur auf Raten. Die Bank möchte jeden Monat ihren Zins fürs Haus. Ja, und essen wollt ihr auch noch jeden Tag. Also ich weiß wirklich nicht mehr, wie das noch umgehen soll. Ja, mein Gott, ich komme jetzt deswegen auch nicht an Speichern aufhängen, nicht? Wenn alle Strick reißen, dann muss ich heute in Frührente gehen. Ja, freilich, sonst nichts mehr. Dass ich dich den ganzen Tag um mich herum hab mit deinem grantigen Gesicht. Na, na. Aber ich kann mir schon denken, warum die ausgerechnet dich zum Stempeln schicken. Wahrscheinlich hast du in letzter Zeit so viel krank gemacht. Was, das ist so ein Schmarrn. Auch nicht mehr wie der Messner-Schorsch oder der Brunhuber, unsere zwei Oberblaumacher. Aber die haben nichts gekriegt. Ja, wahrscheinlich, weil die das gleiche Parteibuch haben wie der Betriebsrat. Okay, zu Alois. Gibt's denn sowas heute überhaupt noch? Ja, natürlich. Wer gut schmiert, der gut fährt, nicht? Und außerdem gehen sie jeden Samstag mit unserem Chef zum Stammtisch, zum Schafttupfer. Und warum bist du nie mitgegangen? Ich bin doch kein Amigo. Aber ich hab's ja heute den ganzen Tag schon gespürt, dass noch was passiert. Ja. Schau, und da steht's. Da. Der Mars wandert durch die Venus und sorgt für Unruhe und Streit in der Familie. Ja. Was sagst du jetzt? Na, ich fangst jetzt wieder mit deinem Horoskop so. Immer wenn bei uns was schief geht, dann müssen die Sterne herhalten. Ja, die Sterne lügen nie. Ja, wer es glaubt. Schuld an der ganzen Misere sind die Japaner, das sagt der ich. Ja, wenn uns die den Auftrag mit den Chinesen nicht vor der Nase weggeschnappt hätten, war überhaupt nichts passiert. Ja, aber warum sollen die auch die teuren Maschinen bei uns kaufen, wenn sie die gleichen daheim vor der Haustür billiger kriegen? Dann macht es doch auch billiger. Das geht nicht, sagt unser Chef. Die Lohnkosten sind zu hoch. Ja, wir verdienen zu viel und arbeiten zu wenig. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Und der Japaner vor uns. Ja, aber ihre Motorradeln und Autos, die wollen schon loswerden bei uns. Da sagt euer Chef nichts, was? Aber du wirst was sagen. Hä? Und zwar zu deinem Herrn Sohn. Und zwar bald. Warum, was soll ich nicht ihm sagen? Da fragst du noch, dass er sein Motorradl, seinen japanischen Reiskocher da wieder loswerden soll. Schon aus Prinzip. Und aus Solidarität mit seinem arbeitslosen Vater. Ja, jetzt reg dich nicht schon wieder auf, bevor die Sache akut wird, nicht? Schon der alte Wilhelm hat gesagt, Gott verlässt keinen guten Deutschen. Und 100 Jahre hängt's nicht auf Seiten. Das mag ich. Das Essen steht am Tisch und dein Herr Sohn ist wieder mal zu spät. Ja. Gell? Was gibt's denn eigentlich heute Gutes? Von gestern sind noch ein paar Leberknödel da und die kehren weg. Ja, das sicher. Fangst du schon früher an mit der Sparerei. Ja, und was gibt's da dazu zu den Dings da? Ja, einen Rehbraten mit Preiselbeeren zur Feier des Tages. Oh. Tja, was glaubst denn du? Nix mehr. Also die Zeiten, die sind vorbei. So, danke, dann habe ich schon gegessen. Also du bist gut. Magst wirklich nichts? Nein, danke, mir ist der Appetit vergangen. Zuerst der blaue Brief und dann die alten Leberknödel, das der packe ich heute nicht. Dann lass das eben bleiben, ne? Und außerdem habe ich einem Kugler versprochen, dass ich heute nicht zum Unterbrei komme. Lagebesprechung wegen der Arbeitslosigkeit und ihren schrecklichen Folgen, gell? Und dazu müsst ihr gleich sinnlos besaufen. Nicht sinnlos, sinnvoll. Zur Bewusstseinserweiterung. Oh, ihr Mannsbrüder, wenn du immer gleich Ausred Okay, findest, Waldi, gell? du kennst mich doch. Ja, eben weil ich dich kenne. Geh grad zu deiner Lagebesprechung. Aber bleib nicht wieder bis morgen aus, gell? Nein. Sonst mach ich mir Sorgen. Selbstverständlich. Bussi. Ja, schleich dich, Mit gell? Bussi. Ja. Bussi. Was mache ich jetzt mit meinen Leberknödeln? Naja, da muss heute der Charlie wieder mal herhalten. Oder die Oma, wenn es vom Einkaufen kommt. Also, ehrlich gesagt, ich mag's auch nicht mehr. Hi, Wem. Was hast du? Was heißt der
Ei, Ma'am, du daheim kannst Deutsch reden. Wir sind ja nicht in Texas. Aber ist wieder mal dicke Luft im Hause, Brunner. Und die Luft, die wird gleich notdichter werden. Sag mal, hast du kein schlechtes Gewissen? Okay, Mama, dein Charlie hat immer ein gutes Gewissen. So, und was ist das da? Das habe ich in deiner Hosen gefunden. Was sagst du jetzt? Oh, ja, Meier, bis jetzt langsam gefahren bin ich halt mal wieder. Seit wann wird man denn fürs Langsamfahren gestraft? Bei uns schon, Mama. Ja, das heißt, zuerst bin ich natürlich schon ein bisschen schnell gefahren. Aha, ein bisschen. Ja, und dann haben sie mich mit ihrem Streifenwagen eingeholt, ergo war ich zu langsam. Capito? Das Geschichte ganz recht, gell? Aber bitte ja nicht ein, dass ich dir die Strafe zahle. Ab sofort ist der Geldhahn bei uns zudraht. Was soll das heißen? Dein Vater wird ein Opfer der Rezession. Wieso Rezession? Arbeitslos wird er heute. Hä? Ergo wird's mit deinem Taschengeld auch ausbeißen. Was? Ergo gibt's auch keine Spritztouren mehr mit deinem Motorradl. Kapiert? Oh, Mama, hättest du mir das nicht schon in der beibringen können. Sei doch nicht so grausam zu deinem Charlie. Lass mich nur ausreden. Kosten vielleicht diese jungen Flitscherl, die da hinten drum hocken, wie die Klammeraffen, mit ihren kurzen Reckern, dass man aufschaut bis zum Nabel, kosten die vielleicht nix? Mama, du wirst mir's zwar jetzt nicht glauben, aber die kosten mich keinen Pfennig. Ja, weißt, die sind nämlich heutzutage so emanzipiert, dass schon beleidigt sind, wenn man sie zu einer Spritztour einlädt und sie das Benzin nicht zahlen dürfen. Das ist ein Du verzeihst mir nix. Also, zu meiner Zeit war das ganz anders. Ja, lang ist her. Wir waren froh, dass wir rostiges Radl gehabt haben. Was? Hat's da schon Radl gegeben? Ja, dass wir in Arbeit fahren haben können, ja? Frag nur dein Papa. Na, lieber nicht. Ich weiß schon, was dabei rauskam. Aber heute muss ja jeder so einen Stinkkarren haben, sonst ist er ja nicht ihm. Und was ist? Hast du keinen Hunger? Ah ja, doch schon. Was gibt's denn gut? Ah, öfter mal was Neues. Adelige Leberknödel. Wieso adelige? Ja, von gestern, meine ich. Ach, du, da fällt er mir gerade ein. Ich habe mit der Susi ausgemacht, dass sie mich gleich nach dem Training abholt. Ja, wir wollen zum Luigi gehen, zum Pizza essen, gell? Also, vielleicht ein anderes Mal. Sorry, Ma'am. Sorry, Mann, glaubst du es? Du bist doch der gleiche Dickschädel wie dein Vater. Dann lass es ihm bleiben. Muss halt doch die Oma dran glauben. So, das hätten wir wieder einmal geschafft. Ah, das gescheit so jetzt ein, ich verziehe mich gleich. Also, Luigi schmeißt den Ofen an. Der Charlie hat nämlich einen Mordsbock auf Pizza. Ja! Was hast du Kannst du nicht aufpassen, du damischer Hirsch, du? Hast du mal wieder zu viel Power drauf gehabt, ha? Sorry, Oma. Ja, sorry. Wo hast denn du bloß deine Augen? Ja, da hinten nicht. Aber ich glaube eher, du hast Sand in der Pupille. Und ich glaub, du hast Sägespäne im Hirn. Aua. Jesus, ich glaub allerweil, das gibt wieder einen sauren blauen Flecken, das sag ich dir. Geh, Oma, das macht doch bei dir nichts. Da schaut doch kein Mensch hin außer dir. Was warst denn du junger Hupfer, du? Merkt ihr das? Auch auf einem Dürrenastel sitzt manchmal noch ein kleines Vogel und singt. Oma, jetzt warst du aber schon ein bisschen sprüch, oder? Ja, das wäre dir grad auf Dosen binden. Merkt ihr das eine? Lieber alt und grapplig so wie ich, als wer jung und tappig so wie du. Ist meine Tochter nicht da? Mama, ja, da ist sie schon, aber gut aufgelegt ist nicht. Das glaube ich schon. Bei so einer Nervensäge wie du bist. Oh, merci, Oma. Und? Hast du das wieder recht geärgert? Geh, Oma, sowas tut doch ich nicht. Du kennst mich doch. Ja, eben drum. Nein, sie hat nur erfahren, dass unser Ernährer arbeitslos geworden ist. Was? Der Alois, arbeitslos? Schau, was sag ich. Tja, jetzt sind wir bald alle pleite. Ja, wieso? Bist denn du auch schon wieder abbrennt? Ja, wie ein Streichholz, Oma. Oh mei, Bub, merkt ihr das? Reich werden tut man nicht von dem Geld, was man verdient, sondern von dem, was man nicht ausgibt. Ja, genau, das hat schon der Henry Ford gesagt. Ja, und der hat recht gehabt.
Wie viel brauchst du denn? Also, wenn du mich so direkt fragst, ein blauer war nicht schlecht. Bist du narrisch, bist du narrisch? Meinen letzten habe ich heute für die Miss Marple-Romane ausgegeben. Und das sollst wissen, dass eine deutsche Rentnerin kurz vorm ersten keine großen Sprünge mehr machen kann. Weidel sei Dank. Sorry, Oma, ich hab ja bloß gemeint. Ja, ja. Und probieren kann man's, gell? Also, dreh dich um. Wieso? Möchtest du da herin jetzt vielleicht einen Striptease machen? Da red jetzt so blöd daher. Nein, du sollst nicht sein, wo deine Großmutter ihren Notgroschen versteckt hat. Also dreh dich um. Ja, wo ist denn bloß die Terbixen? Hinten links, Oma. So gut. Schau, da kriegst du einen 50er. Aber gell, näher hab ich nicht mehr. Und Mund halten, gell? Und jetzt holst du mir mal. Merci, Oma. Ich werde schweigen wie ein ganzer Friedhof. Ja, deine Sprich kenne ich schon. Weißt du was? Da wird erst einmal mit meinem Motorrad mitfahren, gell? Oh, lieber nicht. Ich möchte schon lieber in meinem Bett sterben, als wie im Straßengraben. Hey, Ma'am, komm raus. Die Gruft, die Oma ist vom Einkaufen zurück. Ja, gib mir gleich eine Gruft, die Oma, gell? Sag doch gleich Kompost, die Oma. Und hängen wir's Verfalldatum um den Hals rum, dann weiß ich nicht, dass es wieder grob bin, gell? Omelein, so war's doch nicht gemeint. Aber gesagt hast du's. Na, Gruft, die Oma. Na. Also zu meiner Zeit, da hat es solch eine Sprich gar nicht gegeben. Da hat man halt zu so einer alten Schachtel wie ich bin, hat man alte Rutschen gesagt, gell? Aber Gruft, die Oma, nein, das ist schon ein bisschen hart. Okay, heute wärst du schon als Umweltverschmutzer angeschaut, wenn du mit 70 Jahren noch auf der Welt bist. Oma, jetzt beruhig dich wieder, weil bei dir da trifft das alles nicht zu. Du bist nämlich recycelbar. Du hast das aber genau beieinander, gell, du? Hat's denn schon wieder? Ihr zwei Streithansel. Ne? Okay, Oma, haben wir gestritten. Aber wer? Der kriegt höchstens einmal ein paar hinter seine Läffen, gell? Na, sag einmal, wie war's denn in der Stadt? Ja, mein Gott, frag mich nicht. Ich sag euch, ich bin immer heilfroh, wenn ich wieder heimkomme, gell? Oma, die Knädel, die sind für... Gut, sind's gut. Aber ich sag euch, die vielen Leute, die da umeinander rennen. Man glaubt schon, dass gar keiner mehr in die Arbeit geht, gell? Weil sie umeinander durch die Gegend sausen. Mein Gott, hoffentlich habe ich auch das Richtige mit heimgebracht. Gib mir einmal meine Taschen her. Da, Oma. Mei, heute wird's euch wundern. Ja, da bin ich aber schon gespannt. Los, mach schon auf, komm. Ja, Herrgott, ich darf's ja. Wenn das Klumpen, so ein Sauklumpen, das ist doch noch nie so blöd aufgegangen. Was ist Soll ich denn? ein Beißzahn holen, Oma? Na, da macht man die Taschen ja kaputt. Ah, jetzt hat's geknackelt. Riechst du was? Na, ich riech nix. Was sollen wir denn riechen, Oma? Ja, den Käse, wo ich eingekauft hab. Am Viktualienmarkt hab ich einen Limburger Käse gekauft. Fürs heutige Nachtessen. Mein Gott, den wäre ich doch nicht liegen haben lassen. Mein Gott hat einmal stinken. Den wirst du hoffentlich nicht in meine neue Spitzenunterwäsche gewickelt haben. Also zum Zutrauen war's da. Das war nicht das Schlimmste. Wenn du es ein paar Mal angehabt hast, dann verliert sich der Geruch von selber. Ja, was ist denn das? Um Gottes Willen. Da ist ja ganz was anderes drinnen. Lass mir mal Wie nachschauen. ist denn das? Ja, Oma. Ja, was hast denn du da einkauft, hä? Also. Heilige Mutter Anna, was ist denn das? Oh, voll geil! Das ist eine 45er Vollautomatik, 9 mm. Ja, so eine hat er dann Johnson in Miami Weiß immer gehabt. Mei, und ich bin den ganzen Nachmittag mit dem rumgerannt. Jesus, mich trifft der Schlag. Ah, Oma, wart lieber noch, bis wir wissen, was in den Backerl da drin ist. Also nach Limburger schaut ja das nicht gerade aus. Boah, das ist ja
das ist ja Geld. Viel Geld. Das sind amerikanische Dollar. Oh, ich glaube, mein Hamster pfeift. Ich glaub, der meine auch. Omilein, jetzt muss ich schon mal Saud umfragen. Das bin ich schon gewohnt von dir. Hast du so zwischendurch vielleicht eine Bank überfallen? Charlie, was willst du denn da für einen Schmarrn haben? Die Oma ist doch keine Bankräuberin. Ja, praktisch nicht, aber theoretisch. Ja, da sind doch die ganzen Beweise. Da schau, ein Notizbuch, Handschuhe, eine dunkle Sonnenbrille, ein falscher Bart und dann der Ballermann. Ja, und dann die ganze Kohle. Ja, oder wer kann die sonst in die Taschen rein? Oder hat er die vielleicht irgendjemand aus Versehen reingesteckt? Red doch nicht so blöd daher. Nein, ich weiß von nix. Ja, das glauben wir da schon. Aber ja, dann gibt's bloß eine Möglichkeit. Du bist mit der verkehrten Taschen heimgekommen. Aber woher denn? Ich bin doch nicht deppert. Ja, das wäre ja nicht das erste Mal. Ha? Ich mein, dass du was verwechselt hast. Denk nur an den Hut, der da um 3 Nummern zu groß war. Oder an den Regenschirm, den Ja, ich weiß schon. Einmal deppert, immer deppert, gell? Das wolltest du doch sagen. Aber gut, dass du Ruhe gibst. Bitte, schauen wir die Taschen da noch mal an. Ja, das stimmt. Was? Ja, das stimmt ja. Schau, meine Taschen hat doch da auch noch einen Reißverschluss gehabt. Ja, mir legst du mal. Ja, wie gibt's denn sowas? Was hab ich gesagt? Bringt dir Taschen heim, die dir gar nicht gehört? Und mit dem Inhalt? Na, bravo. Also, mir reiht ja bloß, was ich alles eingekauft hab. Der Spitzenunterwasch, Damit wollte ich den Alois überraschen. meine neuesten Miss Marple-Romane, Trachtenblusen. Ja, und nicht zu vergessen der Limburger Käse. Oma, du bist fast wie der Jesus. Wieso Jesus? Ja, der hat Wasser in Wein verwandelt. Du, Käse in Dollar. Du Hans Wurst, du. Außerdem weiß ich gar nicht, warum du dich so aufregst, Oma. Du hast doch da jetzt eine tolle Rentenaufbesserung. Das glaubst aber bloß du, gell? Ja, warum denn nicht? Das merkt doch kein Mensch. Ja, und der es gestohlen hat, der wird sich hüten und wird irgendwas sagen. Ergo, sind wir mit einem Schlag reich. Das ist doch eine einmalige Gelegenheit. Charlie, gib sofort das Geld wieder her. So geht es nicht. Okay, Mama, sei doch nicht so spießig. Nein! Schau, ich kann's notwendig brauchen Nix und das da. merkt doch kein Mensch. Au! Glaubst du, die will mich wegen dir einsperren lassen? Es gibt sowieso noch einen Mordsramasuri wegen der blöden Taschen. Wird schon noch sehen. Das dicke Ende kommt erst noch. Mei, also ich weiß ganz gewiss, dass ich in der S-Bahn meine Tasche und da war's wahrscheinlich noch meine Taschen rechts neben mir hingestellt hab. Ja, wer war denn noch im Abteil? Kannst du dich nicht mehr erinnern? Das weiß ich nicht. Ich war ja froh, dass ich überhaupt einen Sitzplatz gekriegt hab. Haben wir schon. Hast wieder mal geschlafen, gell? Ja, und dann hat sie einen Rucker gemacht, der Zug hat gehalten, ich hab nicht geschaut, hab meine Taschen gepackt und bin hinaus zum Tempe. Das hast du jetzt von deiner Hudlerei. Mein Gott, ich kann auch nichts dafür, dass ich alt wär. Ja, ist schon. Mein Gott, du. Ja, was macht man denn jetzt mit dem ganzen Klump da, hä? Mein Gott, zur Polizei gehen und sagen, wie das passiert ist. Na, Oma, das darf ich auf keinen Fall machen. Die glauben dir die Story nie. Da bist du schneller im Polizeicomputer drin, als du bist 13. Charlie! Ja, na, der Charlie hat schon recht. Na. Mit der Polizei möchte ich gar nichts zu tun haben. Die sollen sie ihre Gangster selber suchen. Und das gescheit, jawohl. Ja, aber um eine Anzeige wirst du nicht herumkommen. Und je eher, desto besser. Sonst machst du dich am Ende noch strafbar. Naja, andererseits, vielleicht kriegst du eine saftige Belohnung. Ha, wer weiß, was da dahinter steckt. Ja, der Charlie hat recht. Ich hab ja sowieso keinen Pfennig mehr, gell, in der... Mama! Oma, Mein Geldbeutel, mein Ausweis, meine Schlüssel, alles beim Teufel. Weißt du, was du bist? Nein, sag's lieber nicht, sonst bist du am Ende noch beleidigt. Jetzt weiß doch der Gangster, wer seine Taschen hat. Ja, und was das heißt, das kannst du wohl denken. ja, auf einmal steht ein fein gekleideter Herr an der Tür, hat einen Ballermann in der Tasche und fragt nach einer gewissen Frau Staudinger. Oma, in deiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Charlie, halt doch jetzt einmal dein Goschen. Da, das ist er schon. Nein, mach doch der Oma nicht noch mehr Angst, wie sie eh schon hat. Hab ich was von Angst gesagt, ha?
Aber wenn jetzt der Charlie doch recht hat, hä? Ja, aber wenn nur der Alois da wäre. Aber der ist ja nie da, wenn man braucht. Mein Gott, seid ihr Schisser? Hi, Charlie. Hi, Mauser. Auwe, habt ihr Krisensitzung? Gott sei Dank, du bist die Susi. Wieso? Haben Sie einen Bundeskanzler erwartet? Nein, einen anderen Gangster. Pass auf, Susi, ich hab's gleich. Ich muss bloß noch schnell was abchecken. Charlie. Frau Staudinger, Ja, haben Sie den neuesten Miss Marple-Roman schon? gehabt, Susi, gehabt. Aber gegen den, was mir passiert ist ja der nur eine langweilige Angelegenheit. Wieso? Was waren? Haben Sie vielleicht einen Bankräuber gestellt? Na, nicht ganz, aber seine Beute habe ich. Geh, Frau Staudinger. Jetzt verschaukeln Sie mir aber. Na, Susi, das stimmt schon, was die Oma sagt. Ja. Also ich verstehe bloß Bahnhof. Also, pass auf, Susi, ich erkläre dir das am Weg, gell? Aber jetzt müssen wir es wirklich backen, gell? Also dann, wollt's denn? ja, zum Luigi, zum Pizzaessen, das hab ich dir doch gesagt. Ja, dann kommst doch beim Unterbräu vorbei. Ja, und? Ja, da sitzt der Papa drin, sagst ihm, er soll sofort heimkommen. Ja, ist gut, wird gemacht. Also dann, see you later, ladies. Ciao, ciao. Ja, viert euch. Geht's mir grad zu. So, Oma, und wir müssen uns jetzt einmal in aller Ruhe überlegen, was geschehen muss, gell? Ja, und geschehen muss was. Und zwar bald. Also ich brauch zuerst einmal einen Cognac und das bald. Ach, so ist recht. Fangst jetzt zum Saufen auch noch an. aber nur einen, gell? Ja. Denk an deinen Blutdruck. Ah, was heißt Blutdruck? Ist doch wurscht, an was ich stirb. An Blei oder Alkoholvergiftung. Ist wurscht. Schenk mir noch einen, komm. Auf einer Backe sitzt man schlecht, gell? Aber das ist jetzt wirklich der letzte. Ja. Was war jetzt das? Ah, das wird der Alois sein. Ich geh gleich einmal nachschauen. Na, bleib da. Das kann der Alois nicht sein. So schnell ist der auch wieder nicht. Du hast auch recht. Ja, aber wer ist dann? Der Gangster. Der weiß doch jetzt, wo ich wohne. Ja, meine Schlüssel hat er doch auch. Um Gottes Willen. Ich ruf gleich die Polizei. Jetzt da, bis die Polizei da ist, dabei sind wir schon Maustreckerl tot. Und der Mörder ist über alle Berge. Anna, da müssen wir uns jetzt selber helfen. Ja, aber wie denn? Jetzt ist schon wurscht. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Glaubst? Ja, da nimmst du jetzt ja den Revolver. Oh, was soll ich denn damit? Ja, Flöten spielen sollst nicht. Wenn er reinkommt, dann zielst du auf ihn und schreist, Hände hoch! Kannst du das? Kann ich das nicht vorher mal ausprobieren? Zum Probieren haben wir keine Zeit. Komm. Ja. Also, hast du mich verstanden? Habt ihr verstanden, ja? Also. Hände hoch! Ah! Doch nicht auf mich. Auf den Gangster soll es zielen, wenn er reinkommt. Hoffentlich geht es gut aus. Natürlich geht es gut aus. Ich hab doch meinen Regenschirm gefechtsbereit. Bei der Miss Marple hat das immer funktioniert. Also, sind wir soweit. In Gottes Namen. Aber wenn es dann doch der Alois ist? Ja, dann kannst du dir ab morgen deine Witwenrente abholen. Also, komm. Geht's nur. Jende, komm. Wirft fast aus. Also. Oma! Was ist denn schon wieder? Mir zittert so die Knie. Dann mach's Licht aus, dann sieht das nicht. Jetzt kommt er. Ja, jetzt. Hände hoch! Ja, jetzt hab ich meinen Schwiegersohn erschlagen.
zog er seinen Degen und sprach: Ich muss Sie warnen, Miss Marble. Ich war 1903 Fechtmeister von Cambridge. Darauf erwiderte Miss Marble: Und ich war 1902 Fechtmeisterin von Oxford. Hello! Das ist Ihr Ende! Alois, du Rindvieh. Ich hab glaubt, der Gangster bedroht die Oma. Oh, sie wollte halt auch mal Bankräuber spielen, nicht? Dass ihr Mannsbrüder nie erwachsen werdet. Ja, und du, Oma, was ziehst denn du wieder für eine Schau ab? Ich hab doch gerade da einen Mörder gestellt und da kommt der Spieler, der Teufel, da daher. No. Es ist ja nur ein Glück, dass das kein echter Degen war, gell? Ich glaub, der Schlag gestern mit meinem Regenschirm hat dir nicht gut getan. Tusche! Musst du die Oma so erschrecken? Ja, die hätte ja bald den Schlag getroffen. Die und der Schlagtreffer. Mir hat gestern der Schlag getroffen. Und zwar so, dass mir das Hirn heute noch wehtut. So hat's zugehört, diese regenschirmschwingende Bestie. Da bist du ganz allein selber schuld. Was musst du dich auch so saudumm anstellen, dass man dich für einen Einbrecher hält? Ja, mein Gott, wenn ich das blöde Schlüsselloch nicht gefunden habe. Wärst nicht so besoffen gewesen, wäre das alles nicht passiert. Oh. Ja, sag einmal, willst du heute nicht in die Arbeit gehen? Du wirst mich doch in dem Zustand nicht auf die Straße schicken. Da lachen wir die Leute aus. Ja, lächerlich schaust du aus, das stimmt, mit deinem Turban am Kopf. Ja. Du darfst ganz stark sein, gell? Weil wenn's nach dir gegangen war, dann könnte ich jetzt Maustrecker tot sein. Ja. Brauchst gar keine Angst haben. Ich hätte nicht einmal unser Garagentor getroffen. So hab ich zittert. Ja, das kann man hinterher leicht sagen. Aber allein, dass du auf mich gezielt hast, gibt zu denken. Hör nur gerade mal dein Jammern auf und sei froh, dass nicht mehr passiert Nein, ist. Gell? das gibt zu denken, sag ich dir. Apropos denken, was gedenkst du denn mit dem so plötzlich über uns gekommenen Reichtum zu tun? Hast du schon was überlegt? So eine blöde Frage, da soll sich die Polizei drum kümmern. Da bist du narrisch. Du, jetzt sind wir endlich mal durch einen saudummen Zufall zu einem Geld gekommen, dann möchtest du der Polizei vor die Füße werfen. Also, Weibi, bei dir ist doch ein Schräubchen locker. Du wirst doch nicht im Ernst glauben, dass wir das Geld behalten. Warum denn nicht? Schau, wir brauchen ja niemand sagen, wo wir es her haben. Wir sagen ganz einfach, ein reicher Onkel aus Amerika ist gestorben, nicht? Ja, oder wir haben im Lotto gewonnen. Oh mein alles, auf das warte ich doch schon 10 Jahre umsonst. Ja, also, Weibi, schau her. Da ist er doch, der Lottogewinn. Mei, was meinst du, was wir mit dem Geld alles so fangen könnten? Schau, das Haus kann man abzahlen. Du, das Auto darf endlich einmal uns gehören. Und auf Mallorca kann man zum Boden fahren. Und nicht über unseren blöden Baggersee aussehen. Du, und den blauen Brief, den darf ich mir dann einrahmen lassen und zu meinem Chef darf ich sagen, wissen Sie, was Sie mich können? Nein, mein Lieber. Ja, was meinst du? Wenn sich jemand verplappert, dann platzt doch die ganze Geschichte wie eine Seifenblase. Du kennst doch die Oma. Das erfährt morgen der Seniorenclub. Ja, und übermorgen war es dann der ganze Ort. Und vom Charlie will ich erst gar nicht reden. Der kann genauso sein Groschen nicht halten wie du bei deinen Stammtischbildern. Also, Weibi, ich darf schweigen wie ein Grab, das versprich ich dir. Versprich lieber nix, gell? Außerdem war's doch der Gangster, wo wir wohnen. Mein Gott, Alois! Der könnte noch daherkommen und uns überfallen. Nein, drum ist wirklich besser, wir gehen zur Polizei, was? Und wir lassen alles beim Alten und bleiben ehrliche Leute. Mein Gott, mit der Ehrlichkeit kommst halt nimmer weit. Pappalapapp, sobald die Oma fertig ist, tragen wir die Taschen zur Polizei. Geh, Weibi. Auch wenn's das jetzt auf die sanfte Tour probierst, du alter Esel. Gut, dann trittst du dein Glück eben mit Füßen. Aber das wird dich noch einmal rein, das sage ich dir. Ewig und 3 Tage. Ich werd's überleben. Wer, sag einmal, kommt dein Herr Sohn heute nicht zum Frühstück? Weiß ich nicht. Der wird doch nicht wieder verschlafen haben. Also alle Tag die gleiche Gaudi. In der Nacht nicht nein und in der Früh nicht raus.
Aber ich war nie da, was dafür kann. Ich bin ja schließlich nicht seine Gouvernante, nicht? Alois! Du schaust wirklich aus, als wenn ein Hatschi Hall auf Omar. Und du wie das Gespenst von Canterville. Außerdem ist es nur deine Schuld. Wieso? Ja, da haarscharf am Hirn vorbei. Ja, sofern man eines hat, gell? Mein Alois, komm, spiel doch nicht gleich einen Invaliden. Edle Teile habe ich ja nicht getroffen, wie man schenkt. Du, war schon jemand heute auf der Polizei? Nein, das überlassen wir ganz unserer Miss Marple, bitte sehr. Ja, du, oh, lieber nicht, das kann ich dir sagen. Wo ist denn da noch hin? Die haut grad den Charlie aus dem Bett. Ja, schlaft der immer noch? Hallo? Mei, ich glaub, das Blaumachen liegt bei euch in der Familie, ha? Hallo, bei mir ist das was anderes, gell? Ich glaube, ich habe eine leichte Gehirnerschütterung. Jawohl, mit Gedächtnisschwund. Ja, den hast du immer schon gehabt. Und was das Hirn anbelangt, wo nichts ist, kann man auch nichts erschüttern. Gell, Alice? Au! Bist du narrisch? Also da hört sich doch alles auf. Der Hundsbub war doch heute Nacht gar nicht daheim. Ja, das sind ja ganz neue Manieren. Ja, das ist dein Herr Sohn, gell? Der darf es ja erlauben. Ja, immer wenn er was angestellt hat, dann ist er mein Sohn. Aber es wird ihm doch nichts passiert sein. Ah, woher denn? Der kommt schon wieder. Mein Gott, na, der wird heute auswärts geschlafen haben. Junge Leute finden schnell einmal ein Bett, wo sie reinschlupfen können. Na, Fraule, der soll gefälligst daheim schlafen, der junge Hupfer. Ich gehe ja schließlich auch heim, nicht? Ja. Alles? Weißt du, musst, gell? Weißt du, musst. Auch auf die Gefahr hin, dass hinter der Tür jemand mit einem Regenschirm auf mich lauert. Mein Gott, das darf mir jetzt nur 100 Euro hören. Ah! Das wird der Bur sein. Ja, heute. Erstens hat er ja einen Schlüssel. Und zweitens weiß man ja bei uns seit gestern nie, wer an der Tür ist. Da hast du auch wieder recht. Also, Alarmstufe 1. Wer ist denn draußen? Ich bin's, die Susi. Ach, Entwarnung. Tatsächlich die Susi. Guten Morgen, Bernhard. Ja, guten Morgen. Sie, sagen Sie mal, wo bleibt denn eigentlich der Charlie? Ich stelle so seit einer halben Stunde an der Kreuzung und wer nicht kommt, ist er. Ja, da war's freilich umsonst. Du, der ist ja seit gestern noch gar nicht daheim gewesen. Hat er vielleicht heute Nacht bei dir geschlafen? Bei mir geschlafen? Na, so weit sind wir noch nicht. Das möchte ich aber auch hoffen, gell? Ah, da wird's ja grad dich um Erlaubnis fragen. Aber ihr wart doch gestern beim Italiener, oder nicht? Ja, zuerst schon, danke. Aber dann ist er mit dem Burschi, mit dem Jimmy und mit dem James nach München gefahren. Da haben sie mich aber nicht brauchen können. Ja, wieso denn nicht? Ja, sie wollten ein Fass aufmachen oder so ähnlich. Mehr weiß ich leider auch nicht. Also ich muss schon sagen, die Geschichte gefällt mir gar nicht. Ja, mir schon lange nicht. Wo hat denn der überhaupt das Geld her? Wo er sonst nie einen Knopf in der Tasche hat. Also beim Luigi, da hat er mit einem 50er gezahlt. Was? So mit einem 50er? Ja, wie kommt denn der zu dem Geld, wo er doch abbrennt war, wie ein Strohhaufen? Oma! Hast du vielleicht wieder mal den barmherzigen Samariter gespult? Hä? Ja, von mir hat er den 50er, ich gib's zu. Ich hab dir doch schon 100-mal gesagt, du sollst dem Burm kein Geld geben. Der wird ja bloß leichtsinnig. Ja, genau. Gib's lieber mir. Mir hast du noch nie eins gegeben, du Geizgrung. Ja, da kann der Glas Wasser den dieser nicht schütten, gell? Soll er sich vielleicht dann woanders besorgen? Na ja, hast schon recht. Ja, also. Ja, Susi, da bleibt nur, dass wir abwarten. Ja, weiß ich muss aber jetzt wirklich gehen, weil sonst komme ich noch zu spät. Naja, auf alle Fälle, wenn er heimkommt, sagen wir ihm, dass er sich bei dir melden soll, gell? Ist recht, Frau Brunner. Und dann schön für den Kaffee, gell? Ciao. Ja, fertig. Ciao. Also, vierte Susi, lass dich wieder mal anschauen, gell? Also, der Tag, der fängt ja schon gut an. Aber ich hab's ja in aller Früh schon gespürt, dass was passiert. Ja, und dass nicht noch mehr passiert, tragen wir jetzt die Verdrusstaschen zur Polizei.
Ja, geh zu, Oma, und riech dich zusammen. Oder möchtest vielleicht mit deiner Tarnkappe da auf die Straße gehen? Ach so! Hab ich ganz vergessen, gell? Ja. Ich bin wieder da, ja. Ja, und beeil dich, gell? Ich möchte die Sache möglichst schnell hinter mich bringen. Du, und vergiss mal nicht, dass du dein Zahnbürstlein packst. Bevor ich dich gleich da abhalten. Also du kannst wieder nix wie blöd Ja, daherreden. mei, was weiß man? Vielleicht kommt sie in Untersuchungshaft, nicht? Was rätst du da für ein Schmarrn Ja, zusammen? und wir können dann Kaution zahlen, wenn wir so viel haben, nicht? Jetzt bin ich fertig. Ja, was hast du denn da auf? Gell, da schaust. Möchtest du mit ihm vielleicht auf die Straße gehen? Ja, warum denn nicht? Die Miss Marple hat auch so einen ähnlichen getragen. Im Wachsblumenstrauß. Du darfst aber aufpassen, dass die nicht verhaften, wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. So, Oma, bist du jetzt fertig? Ja, fix und fertig, wenn ich dem sein blödes Gerät mit angehen muss. Vergiss es. Sollte in der Zwischenzeit der Charlie heimkommen, der kann sich gleich aber Watschen gefasst machen. Ja, das überlasse ich großzügigerweise dir. Und wenn der läutet, dann sagst du, es ist niemand daheim. Gell? Gut. Hast mich verstanden? Ja, hast das ja laut nur gesagt. Ja, So, Oma, dann backen wir's. gell? packen wir's schon. Oh, Es ist niemand daheim. ah, nice. Ich geh schon hin. Ich geh schon hin. Ja, hier bei Brunner. Frau Staudinger am Apparat. Was ist? Sie wollen bei uns vorbeikommen. Ja, wegen was? Ja, das ist gut, wir wollten ja gerade zu Erna kommen. Ja, wegen dem Fund. Ach so, Sie kommen wegen einer anderen Sache. Na ja, ja, dann ist schon recht, ist schon recht. Na, wir gehen ja schon nicht nach Hause, wir bleiben daheim, ja. Geht ja gut. Ja, was ist? Wer war's? Das war die Grippo. Die Gripo. Ja, Sie kommen in einer ganz wichtigen Angelegenheit. So, dann fertig Gott, du schöner Traum vom großen Geld. Geh, Alois. Ja, aber woher wissen die das schon? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir uns jetzt wieder ausziehen können und warten können. Also die Kriminalpolizei. Also ganz wohl ist mir bei der Geschichte jetzt nimmer. Ja, Schuld ist nur die Oma, das weißt du schon. Ja, wenn die blöde Taschen nicht vertauscht hätte, dann darf man jetzt nicht drin sitzen in dem Schlamassel. Ja. Jetzt kannst du mal deinen kriminalistischen Instinkt walten lassen. Ja, immer ich, gell, immer ich. Einen Deppen müsst ihr haben in der Familie, ne? Aber gut. Dann werde ich diesen Fall, sofern es einer ist, den werde ich in die Hand nehmen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Ja, jetzt hört's doch endlich auf mit eurer ewigen Streiterei. Sie ist ja nicht mehr zum Anhören. Na ja, halt weg, wenn's dir nicht passt. Wer ist jetzt das wieder? Geh, alles, schau mal nach. Was? Ja, Immer wenn's brenzlig wird, dann muss ich herhalten. Keine Angst, Alois, ich bin bei dir, geh nicht zu. Da geh her, da hast du eine Waffe. und? Siehst was? Ja, ich seh schwarz. Ich hab dir doch mit meinem Schirm nicht auf die Augen geschlagen. Na Gott sei Dank! Polizeimarke! Dein Freund? Und Helfer. Ja, bitteschön! Na endlich, was dauert denn das so lang? Hände hoch, an die Wand! Johnny, ich meine, Herr Süßbauer, ich leite die Ermittlungen, haben wir gesagt. Also, drehen Sie sich bitte schön wieder um. Ja, und die Hände runter. Ja, also, Sie, gnädige Frau, Sie schauen mir ganz so aus, als ob man vernünftig mit Ihnen reden könnte. Ja, das kann schon sein. Aber um was handelt sich denn das Ganze? Ja, das ist ganz einfach erklärt. Wir wollen nur wissen, wo die Tasche ist. Ja, was denn für eine Tasche? Können Sie sich überhaupt ausweisen? Wer sind denn Sie? Ach so, ja, entschuldigen Sie bitte. Rosa Roth, mein Name. Kriminaloberhauptkommissarin vom LKA. Und das hier mein Kollege Süßbauer. Ja, aber was wollen Sie denn eigentlich von uns? Ja, also, nachdem wir nun den formellen Teil abgeschlossen haben... Den was? Ja, wir sind hier
in einem speziellen Spezialauftrag. Jawohl. Hä? Ich meine, jawohl. Wir wollen die Taschen, und zwar Dalli. Dalli, Herr Süßbauer. Sie müssen schon entschuldigen, aber mein Kollege ist noch neu in diesem Dezernat. Ach so. Also, um jetzt aber nochmal auf den Grund unseres Erscheinens zurückzukommen. Wir wollen nur die Tasche abholen. Ja, Sie wissen schon, die, welche versehentlich vertauscht worden ist. Ah, jetzt steige ich durch. Ja, Mensch, das tut mir auch furchtbar leid, gell? Ja, ist ja halb so wild. Ich meine, das ist ja nicht so schlimm, aber jetzt hat her damit, hä? Ja, aber was ist denn eigentlich mit der Taschen? Also bitteschön, halten Sie uns nicht für dumm, aber Sie werden doch die Taschen sicherlich aufgemacht haben. Fräulein? Nein! Nein. Was jetzt? Na also, dann werden Sie doch sicherlich auch festgestellt haben, dass es sich bei der Kohle, dass das eben ein Falschgeld war, hä? Also, was mein Kollege damit sagen möchte, ist, es handelt sich hier um Falschgeld. Sogenannte Blüten. Falschgeld ist das. Freilich, das müssen Sie doch gemerkt haben. Keine Spur. Siehst, das war ein super Druck. Ja, aber wie kommt denn das Geld in die Taschen? Und wie kommen Sie überhaupt zu uns her? Jetzt darfst du was einfallen lassen. Das ist ganz einfach erklärt. Aha. Also, das Geld, das hätte von jemandem in Umlauf gebracht werden sollen. Und diesem jemanden waren wir schon lange auf der Spur. Ja, es ist ja nur ein kleiner Gangster. Klein, aber oho, ja? Und wie die Taschen vertauscht worden sind, da waren wir auch mit in dem Abteil von der S-Bahn. Ach so, ja, darum sind wir Sie gleich so bekannt vorgekommen. Ja, freilich, Frau Staudinger. Und wie Sie aus dem Wagen ausgestiegen sind, da wollten wir den Täter fassen. Aber leider waren wir da ein bisschen zu langsam, gell? Mit mir, hier ist die alte durch die Lappen gegangen. Der Herr Süßbauer meint, dass wir Ihnen da noch nachwollten. Aber Sie waren leider so schnell in der Menge verschwunden, dass Sie sowohl den Gangster als auch Sie verloren haben. Ja, also dann hat also der Gangster meine Tasche. Ja, leider. Das heißt, der Gangster ist auf freiem Fuß. Gott sei Dank. Ich wollte sagen, Gott sei Dank, dass wir das Falschgeld wieder haben. Na ja, dann hat sich ja alles aufgeklärt, gell? Ja, eben, Frau Staudinger. Ja. Und jetzt hätten wir gern unsere Tasche wieder zurück. Natürlich, ich hol's gleich. Weil bin ich froh, dass sich das alles so schnell geklärt hat. Sie, aber eins darf jetzt mich noch sehr interessieren. Ja, was denn? Ja, wieso sind denn Sie jetzt auf den Anruf so schnell hergekommen? Hat die Polizei jetzt auch so Handys? Anruf? Ja. Was denn für ein Anruf? Ja, das müssen doch Sie gewesen sein. Gell, Oma, du hast doch gesagt, das war eine männliche Stimme. Ja. Ach so, ja, das waren sicherlich die Kollegen vom BKA. Ja, das ist aber nett von denen, dass die uns voranmelden. Ja. Aber jetzt geben Sie uns doch bitte in die Taschen. Ja, freilich. Ja, da sind ja Ihre Kollegen. Kollegen? Ja, und in Uniform. Ach, die wollen zu uns? Was? Uniformierte? Scheiße. Schade, dass mir da gerade einfällt, dass wir noch eine ganz wichtige Vernehmung haben. Ja, jetzt geben Sie bitte in die Tasche. Ja, wollen Sie nicht auf die Kollegen warten? Nein, jetzt pressiert's uns wirklich. Also, wir melden uns dann wieder. Was? Ja, wegen der Vernehmung und so. Ach so, ja, wegen Vernehmung und so, gell? Also, Wiedersehen. Falschgeld? Na so, Gott, Sachen gibt's, gell, die gibt's gar nicht. Naja, jedenfalls ist die Geschichte jetzt erledigt. Na, ich weiß nicht so recht, ob's nicht doch besser gewesen wäre, wir hätten einen Polizeischutz verlangt. Wieso Polizeischutz? Ja, schließlich war es doch der Gangster, wo wir wohnen. Ja, und wenn der seine Taschen zurückhaben will, ja, ich mein, der weiß ja nicht, dass wir die schon der Polizei gegeben haben. Okay, das ist doch ganz einfach. Da hängen wir ein Schild vor die Haustür und schreiben drauf, lieber Gangster, Tasche bei Polizei. Alois. Nein, aber die Anna hat schon recht. Es war wirklich nicht schlecht, wenn uns die einen Streifenwagen vorbeischicken hätten. Ja, der dann vor dem Haus so auf und ab fährt, weißt du schon, wie man es in die Filme immer sieht. Ja. Also bei der Miss Marple hätte sowas nie gegeben. Herrschaftszeiten, wir sagen nicht in einem Film und auch nicht bei der Miss Marple. Das ist die Wirklichkeit. Und ich habe einfach Angst. Und der Bub ist auch noch nicht da. Wer ist jetzt das wieder? Die vielleicht vom BKA? Ja, oder der Charlie. Ja, oder die Susi. Oder der Papst?
halt sagen, der Herr der Schöpfung, da sollte mal nachschauen, dann wissen wir's. Freilich, der Herr da ja immer ich. Immer ich. Und wer ist? Unser Hausdetektivin hat wieder recht gehabt. Es ist wieder die Polizei. Na, ganz umsonst Angst gehabt. Das wird der Polizeischutz sein. Wir haben halt gesehen, was du für Angst hast, gell? Ach, bitteschön. Grüß Gott, beieinander. Habe gerne. Also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie beeindruckt dass ich bin, dass die Polizeischutz so schnell ist, ja. Und wir sind hoch erfreut, dass Sie uns einen Polizeischutz geben. Aber wie gesagt, Ihre Kollegen vom LKA, die Red's waren nicht da schon so da. voll. Aber Und wenn dann nur bitte, wenn ich Sie was frage, ja? ja. Darf ich mich setzen? Ja, freilich, bitteschön. Okay. Also wie gesagt, Ihre Kollegen vom LKA... Ernstinger, Jawohl, Herr Kommissar. ein Stuhl. Stuhl. Ach so, ja, freilich. Hätten Sie vielleicht einen Küchenstuhl oder sowas Ähnliches für den Herrn Kommissar? Was? Ja, wissen's, er hat nämlich einen Hexenschuss. Kein Hexenschuss. Rampfdinger, das ist kein Hexenschuss, sondern eine Blockade meiner Iliosakralgelenke. Ilio, was? Iliosakral. Das ist Latein und heißt so viel wie Beckenschaufel, Kreuzbein, Nervenblockade. Was? Beckenschaufel? Ja, was nicht alles gibt, gell? Eigentlich wäre er krank geschwommen, aber mei, er kann's halt einfach nicht lassen, gell? Rampfdinger. Was? Ach so, freilich. Ein Stuhl, bitte. Ja, bring ich sofort. Aber möglichst hart, wenn ich bitten dürft, ja? Ja, also wie gesagt, gell, Ihre Kollegen vom LKA, die waren nämlich alle schon da. Jetzt und- warten Sie halt, bis ich sitze. So, Herr Kommissar, hoffentlich ist er hart genug. Jetzt. Na komm. Rampfdinger. Achso, Ja. Und? Pass? Oder brauchst du nur ein Heizkissen? Danke, jetzt passt's. Ja, also wie gesagt, Sie hätten ja noch gar nicht niedersitzen brauchen. Denn Ihre Kollegen vom LKA, die waren da und haben alles schon mitgenommen. Was für Kollegen? Was mitgenommen? Ja, die doch gerade da waren. Sie müssen ja doch am Gang draußen begegnet sein. Ah, was am Gang? Ja. Rampfdinger, jawohl, Herr Kommissar. Sie schreiben alles mit, gell? Mitschreiben, jawohl. Haben Sie einen Sohn namens Karl Brunner? Ja, der Charlie. Ist was passiert? Na, wie man es nimmt. Hat er vielleicht was angestellt? Moment, fragen du immer noch ich, gell? Na, dann sind Sie anscheinend der Vater von diesem Karl, genannt Charlie. Ja, freilich. Das heißt, ich hoff's wenigstens. Keine blöden Witz bitte ich mir aus, gell? Das ist jetzt wieder der Teufel, hä? Dann werden Sie auch sicher wissen, welche dubiosen Lokalen sich Ihr Sohn rumtreibt. Dubios kann ich eigentlich nicht sagen. Mal beim Unterbrei, in der Klause, ja, und beim Luigi. Mehr weiß ich da nicht. Ihr Sohn ist gestern Abend von meinen Münchner Kollegen in einer Bar in Schwabing verhaftet worden. Heilige Mutter Anna. Warum ist der nicht heimgekommen? Hat er vielleicht die Zech nicht zahlen können? Ja, wissen Sie, in den Lokalen, da brauchst du gleich einen Geldscheißer. Oh, entschuldigen Sie. Zahlt hat er schon. Aber leider mit einem falschen 100-Dollar-Schein. Jetzt möchte ich gern von Ihnen wissen, wo er den her hat. Ja, mein, die verflixte Taschen hat er heute reingelangt, der Hans Wurst. Der hat ja nicht gewusst, dass die falsch sind. Ja, was für eine Taschen? Na, der gackert nicht rum, sag schon, was los ist. Ja, die, welche die Oma mit heimgebracht hat. Um die dreht sich doch die ganze Geschichte. Also, Rampfdinger, die Tasche, die existiert tatsächlich. Hat Ihr Sohn doch die Wahrheit gesagt? Unser Charlie lügt nie. Fast nie. Ich hab's offen gestanden für ein Märchen gehalten, wie ich das Protokoll gelesen hab. Warum, was hat er denn erzählt? Naja, Ihr Sohn hat bei seiner Vernehmung eine Geschichte erzählt, die uns veranlasst hat, der Sache ein bisschen nachzugehen. Er hat behauptet, seine Oma, das sind wahrscheinlich Sie, gell? Ja. Hat in der S-Bahn eingeschlafen dann und aus Versehen ihre Tasche verwechselt. Beim Öffnen derselben hat sie einige merkwürdige Dinge festgestellt. Unter anderem auch einige Bündel Geld, Ja. von welchen ihr Sohn Charlie, sagen wir einmal, aus Versehen einige Scheine konfisziert hat. Ja, Ja, ganz genau so war's, Herr Kommissar. Auf Ehrunzähligkeit. Ja, da müssen Sie aber schon glaubwürdige Beweise liefern, wenn ich Ihnen das glauben soll. Ja, die haben wir doch. gehabt. Wieso gehabt? Mein Gott, hat der eine lange Leitung. Ha?
Ich hab's Ihnen doch schon gesagt, weil mir die Tasche samt Inhalt Ihren Kollegen vom LKA mitgegeben haben. Was? Im LKA? Wie können Sie das Corpus Delicti aus der Hand geben und noch dazu dem LKA? Ja, was regen Sie alle denn so auf? Das sind doch Ihre Kollegen. Ach was, Kollegen. Immer wenn er gerade einen interessanten Fall hat, dann mischen sich die wieder ein. Verdammt, ich möchte bloß wissen, wie die wieder hinter die Sache gekommen sind. Ja, das kann ich Ihnen schon sagen, weil die Kollegen beschattet haben. Ja, genau. Sie haben nämlich gesagt, dass Sie schon lange hinter denen her sind, Ja, gell? die ganze- Aber leider waren Sie Ihnen auch diesmal wieder entfleucht. Ja, dann braucht es ja quasi der ganze Fall nicht mehr zu interessieren. Das meinen Sie, mit mir nicht. Am Scharf schnappt keiner den Fall weg. Jetzt erst recht. Wie haben Sie gesagt, haben die geheißen? Ja, das war einmal die Hauptkommissarin Rosarot. 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 Und wie hat jetzt der Herr geheißen? Süßbauer. Ja, genau, Johnny Süßbauer. Ja. Johnny Süßbauer. Ramftinger, haben Sie das? Süßbauer, jawohl, Herr Kommissar. Oma, Na, was ist denn? Oma, frag's einmal wegen dem Polizeischutz. Ja, Herr Kommissar, wir hätten da noch eine Frage. Und die wäre? Ja, ob Sie uns vielleicht nicht Polizeischutz geben könnten, gell? Na, gegen es halt von meinem Fuß. Für was wollen Sie Polizeischutz? Ja, weil doch jetzt die Gangster meine Tasche haben. Was, das ist richtig, ja. Ja, und das LKA hat doch jetzt die Tasche von den Gangster. Ja, das ist wahrscheinlich auch richtig, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, warum Sie Polizeischutz haben wollen. Ja, wegen die Gangster halt, weil wir Angst haben, dass die herkommen und sich ihre Taschen holen wollen. Ja, weil unsere Oma sämtliche Papiere in ihrer Taschen gehabt hat. Ja, das darf dann heißen, Ja, dass die Gangster wissen, wo sie wohnen. Gott sei Dank, jetzt hat's geschnackt. Ich hab schon glaubt, dem sei Beckenschaufelblockade geht bis zum Hirn auf. Na gut, werde mal schauen, was ich bei meinen Kollegen für Sie tun kann. Ja, und was ist mit unserem Charlie? Da werde ich heute bei meinen Münchner Kollegen für einen Sohn ein gutes Wort einlegen müssen. Dankeschön, Herr Kommissar, Dankeschön. Der kann's brauchen. Also, Ramftinger, Jawohl, da werden wir uns mit den Kollegen vom LKA auseinandersetzen, gell? jawohl. Die werden wir jetzt zerlegen. Ja. So, jawohl. Und wenn wir wissen, ob wir weiter an dem Fall dranbleiben, dann werden wir wiederkommen, gell? Ja. Na, kommen's doch, kommen's. So, alles dann, auf Wiederschauen. Wiederschauen. Herr Gott, Herr Gott. Und recht gute Besserung. Also typisch Beamte, gell? Da weiß die rechte Hand nicht, was die linke tut. Also ich bin jetzt ehrlich froh, dass die endlich draußen sind. Ja, du und ich bin erst froh, Weibi, dass du das Geld nicht behalten hast. Ja, du dort einmal jetzt schön drin sitzen, gell? Eingesperrt hätten sie uns, Ja, die. genau wie den Charlie. Ha. Interessieren darf's mich jetzt schon, in was für eine Geschichte wir da hineingeraten sind. Und was das alles mit dem Geld auf sich hat. Ja, da soll sich jetzt die Polizei den Kopf zerbrechen. Schließlich haben doch die auch die ganzen Beweismittel. Na, Miss Marple, war wohl nix. Hat man Ihnen den Fall schon wieder entzogen? Schauen wir mal. Was hast denn da? Ja, Oma, das ist doch das Notizbücherl aus der Taschen. Ich weiß, Ja, aber das hättest doch auch hergeben müssen. ich weiß, Meine Oma, du bist schon gut. Das ist Unterschlagung von Beweismitteln. ich weiß. Ja, du, die werden schön sauer sein, wenn sie da dahinter kommen. Jesus Maria, meine Schwiegermutter, eine Kriminelle. Die werden zurückkommen, um sich das zu holen. Die vom LKA. Ich weiß, Ja, oder die vom BK. ich weiß, Oder die Gangster. ich weiß. Es bleibt nur die Frage, wer zuerst kommt.
Jim Sendling, Spritzenlois Goethestraß, Blüten Jack Hasenberger. Also ich hab so den leisen Verdacht, dass dieses Notizbuch das wichtigste Beweisstück ist, was in dieser Tasche war. Und ich kann mir vorstellen, dass da einige Leute gibt, die das gerne wieder zurückhaben wollen. Da hast du ganz recht. Einen Mucks von dir und ich puste dir dein blühendes Seniorenleben aus. Von wegen! Ja, da verreck! Mein krimineller Enkel! Mein Gott, du, das hätte jetzt saubläden ausgehen können! Mein Gott! Du, mit deiner Oma ist nicht zu spaßen, das merkst du! Ja, das hab ich gemerkt. Oh, ich hab schon mal mein letztes Stündlein nachgeschlagen. Geh, sei doch nicht so wehleidig! Ich bin ja noch gnädig mit dir umgegangen! Gnädig? Ja, danke, du. Ja, aber es war echt super von dir. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du nur so einen Drive drauf hast. Ja, aber sag einmal, wo sind meine Ernährer? Die werden gleich kommen. Oder bist vielleicht so scharf drauf auf eine Moralpredigt? Hm? Ja, Oma, irgendwann muss jeder mal seine Sünden abbitten. Du hast ja direkt Mumm in die Knochen, das bin ich gar nicht gewohnt von dir. Geh, Oma, du kennst mich doch. Angst ist für mich doch ein Fremdwort. So. Alois, Anna, euer missratener Sohn ist da. Oma, du bleibst aber schon da, oder? Natürlich. Mein furchtloser Ritter, gell? Danke, Oma. Ah, da ist er ja. Unser Al Capone für Arme. Mein Dass du wieder da bist, Grüß dich, Mama. Papa. Ja, wie geht's dir denn, hä? War's recht hart zu dir auf der Polizei? Also, weißt du? Er hat's überlebt. Also ich sag wieder, gute Lust hätte und... Alois, vergreif dich nicht an deinem Kind. Was, Kind? Ein Hundsböser? Alois, nicht schlagen. Genau, die Oma hat recht. Erstens sind wir nicht mehr im Mittelalter. Genau. Du holst den Mai. Und zweitens gibt's da viel bessere Strafen. Ja. Zum Beispiel 2 Wochen bei Wasser und Brot, an den Pranger stellen, 4 Teilen Rädern. Jetzt hörst aber auf, gell? Wir können froh sein, dass er wieder da ist und dass ihm nichts passiert ist. Aber geht es so wieder? Wenn du wieder einmal ein Falschgeld klaust, dann... Was ist dann? Ja, dann passt du echt mal auf, dass dich niemand erwischt. Also, Ja, und jetzt geh her, da Hundsbur. Gott sei Dank, das wäre überstanden. Gott sei Dank, Dad. Ich hab echt schon gemeint, du machst ernst. Ernst? Ja, und du unterziehst mich einer fürchterlichen Prügelstrafe. Naja, diesmal lasse ich nach Gnade vor Recht ergehen. Oh, danke schön, Vater. Aber das nächste Mal schmiere da eine, dass du die 12 Apostel für eine Räuberbande anschaust, gell? Jetzt gib nur grad wieder Ruhe, Alois. Jawohl, eine Ruhe. Ich muss nämlich denken. Um Gottes Willen, die Oma denkt, bringt's auch in Sicherheit. Kann mir jemand diese Nervensäge von einem Schwiegersohn aus die Augen schaffen? Oh mein Bruder, willst du sicher einen Hunger haben, hä? Ja, ein bisschen was kann ich schon vertragen. Bring dir gleich was. Ja. Ein paar Leberknädel hätten wir noch. Geht schon wieder. Und, was war bei euch los? Waren die Bullen schon da? Ja, Fraule, ich war schon 2-mal. Was? 2-mal Ja, gleich? ja. Zuerst waren die vom LKA da und haben die vertauschte Taschen abgeholt, nicht? Und dann sind die vom BKA gekommen. Was, BK? Die haben uns dann von deiner Heldentat erzählt. Du und Gerhard haben sie die, weil ihnen die vom LKA nicht verstanden. Das ist dabei echt zugegangen wie ein Daumenschlag, hä? Das musst du laut sagen. Ja, und was war jetzt eigentlich bei dir? Ja, mei. Wir waren in seiner Bar in München und hey, ich wollte halt dann mit dem 100-Dollar-Schein zahlen. Der Ober hat gesagt, er kann den nicht wechseln. Und ja, dann ist er verschwunden. Kommt aber gleich wieder, hat er gesagt. Und dann? Ich habe ja gesagt, er ist in der Nebentür verschwunden und bis ich geschaut habe, war die Polizei schon da. Au weh. Ja. Dann haben sie mich in ein Auto rein, haben sie mich aufs Revier gefahren. Stellt euch vor, 2 Stunden lang bin ich da verhört worden. Ja, und dann haben sie gesagt, sie müssen meine Aussage noch überprüfen und so lang bleib ich in Gewahrsam. Mhm. So ist dazu gekommen, dass ich die ganze Nacht hinter schwedischen Gardinen verbracht habe. So, Burschau, da ist jetzt eine Flugzeit. Gut. So, lass das recht gut schmecken. Danke, Mama.
Mei Oma, jetzt sitzt ihr halt hier. In deinem Alter darf man nicht mehr so lang stehen. Oh Gott, hätte man den nur einer gescheiten Prügelstrafe unterzogen. Und am besten aufs Maul auf. Weißt du, die Oma muss nämlich nachdenken, wie sie den Fall am besten lösen kann. Aha. Ja, darum hat sie auch das Bücherl nicht abgegeben bei der Polizei. Ja, das war nämlich auch drin in der Tasche. Sag einmal, bist du dir schon im Klaren darüber, dass du uns alle ins Gefängnis bringen kannst? Wegen Unterschlagung von Beweismitteln. Ich weiß. Hast du das gehört? Jetzt fangen's mit dem wieder an. Also Oma, der Alois hat schon recht. Am besten wär's, wir bringen das Bücherl zur Polizei und dann ist der Fall ein für alle Mal für uns erledigt. Jetzt passt mal auf. Ihr kriminalistischen Blinkgänger. No. Habt denn ihr überhaupt eine Ahnung, was das für ein Buch ist? Woher sollen jetzt wir das wissen? Du hast doch deine Nase an der Hand drin. Genau. Und wisst ihr, was ich auf diese Weise festgestellt habe? Was? Ja, dass es sich bei diesem Buch... Um die Telefonnummern von Napoleon und seine Mätressen handelt. Ja, so weit seid ihr gar nicht daneben. Ja, es handelt sich um Adressen und Telefonnummern, aber natürlich nicht von einem Napoleon, sondern von einem Druckerjim, Spitzenlois, Blütenjack. Ist jetzt 10 gefallen? Oder soll ich euch noch ein paar Namen vorlesen? Ja, Oma, weißt du, was das ist? Freilich, sämtliche Kontaktadressen von unserem Gangster, gesammelt in einem Werk. Da wird die Polizei schön sauer sein, wenn's da draufkommt und sich das holen wollen. Das glaube ich wieder weniger. Wieso? Ja, weil doch die Polizei gar nicht wissen kann, dass ein Buch als solches überhaupt existiert. Ja, wieso denn? Ja, weil... Ja, weil nur die Gangster was von dem Buch wissen können. Ja, und die Polizei hat schließlich die Taschen ohne das Buch gekriegt. Richtig, Oma? Gott sei Dank hat der Bub was von meiner Erdmasse erwischt. Und wenn aber die vom LKA jetzt zurückkommen und nach dem Bücherl fragen, Das ist so gut wie ausgeschlossen. Und wenn doch, dann... Dann sind es keine echten Polizisten, sondern Gangster, die sich als Polizisten ausgeben. Klar? Ja, Respekt! Hiermit ernenne ich dich zu meinem Adjutanten. Oh, danke schön, Miss Waffel. Keine Ursache, Mr. Stringer. jetzt hört's einmal auf mit dem Schmarrn da. Möchtest du vielleicht damit sagen, dass die Gangster wiederkommen und das Bücherl abholen wollen? Ja, ganz sicher sogar. Na, sauber. Um Gottes Willen, die werden uns alle umbringen. Das wollen wir dann doch nicht hoffen. Ja, wenn's aber doch kommen. Ja, dann werden wir Ihnen einen gebührenden Empfang bereiten. Jawohl, das machen wir. Ha, voll kultig. Jawohl! Als allererstes müssen wir jetzt dann... Na, was ist denn mit euch? Seid ihr keine so keine Angst haben? Beruhig dich. Ja, es reißt euch zusammen. Die Oma hat recht. Wir brauchen jetzt einen Abwehrplan für den Fall, dass die da reinkommen und handgreiflich werden. Sehr richtig, sehr richtig. Wir müssen uns da herinnen so verteilen, dass wir sie überrumpeln können und gefechtsunfähig machen können. Ganz einfach. Ganz einfach. Na, ganz einfach. Ja, aber woher wissen wir denn, wer der Gangster ist? Das ist ganz einfach. Verdächtig ist jeder, aber der Erste, der da zur Türe kommt und nach diesem Notizbuch fragt... Das ist der Gangster. Und wird unschädlich gemacht. Ja. Ganz einfach. Ganz einfach. Naja, also wenn ihr mord, dann packen wir's. Ja, wir müssen uns jetzt auf alle Fälle bewaffnen. Aufrüsten müssen wir uns. Alles, was 2 Hände hat, sucht nach geeigneten Waffen. Jawohl, Mama. Oma, komm, Mama. Was in Gottes Namen? Was hast du gesagt? Aufrüsten. Aufrüsten. Jawohl. So, und ich werde jetzt, wenn die Gangster da reinkommen, dann werde ich sie bis da vorlocken, bis daher. Und dann muss er da stehen, er muss da stehen und ich stehe da. So raus hin. Was das geht? Ja, ich weiß nicht. Ja, besser wie nix ist. Heißt ein Buch. So. Ich bin gerüstet. Man sieht schon, dass du in der Pubertät stecken geblieben bist. Also Alois. Ich bin Django.
da, Oma, was anderes habe ich jetzt leider nicht gefunden. Mein Gott, mit euch kann man vielleicht Staat machen. Also, was ist jetzt? Ich weiß nicht. Oh, Was ist das? Wer wird das sein? ja, geh hier und heb ab. Ja, aber wenn Sie Gangster sind? Ja, dann werden wir mit Ihnen jetzt in Kontakt treten. Denn durch das Telefon können Sie ja nicht gut schießen. Gell? Hallo? Ja? Ach, die Polizeihauptkommissarin Roth. Die LKA-Bullen. Die LKA-Bullen. Ja, Sie kommen zu uns wieder. Aha, wegen einer wichtigen Sache. Das können Sie im Moment nicht sagen. So. Ja, wir sind daheim, wir erwarten Sie. So. Die sind's. Wer? Ja, die Gangster. Habt ihr's doch gehört, wegen einer wichtigen Sache. Keine voreiligen Schlüsse, Mr. Stringer. Es schaut zwar ganz danach aus, muss aber nicht sein. Wieso? Ja, die können genauso gut nur uns was fragen. Ja, Freilich. Und wenn wir nicht die richtige Antwort haben, dann kannst du morgen in der Zeitung lesen, grauenvoller Mord geschehen. Unter den Opfern halbkrimineller Sohn. Papa. Horoskopsüchtige Mutter. Hallo. Aha. Gut aussehender Frührentner. Gut aussehen, dass ich nicht lach. Und verkalte Großmutter. Jetzt langt's aber, gell? Denk drüber nach, was wir machen, wenn die wirklich jetzt daherkommen. Das überlasse ich dir, Baby. Was? Was schon wieder? Ja. Wir könnten das wieder sein. Das werden wir gleich haben. Ja, hier bei Brunner, Frau Staudinger am Apparat. Ah, Sie sind's, Herr Hauptkommissar Scharf. Der BKA-Bulle. Der BKA-Bulle. BKA-Bulle. Ja, Sie kommen wegen einer wichtigen Sache. So. Und das können Sie uns im Moment nicht sagen. Aha. Ja. Kommen Sie nur. Wir erwarten Sie. Ja, für den gut. Das war jetzt Nummer 2. Na gut, dass die auch kommen. Dann können sie die anderen gleich verhaften. Sofern das nicht selber die Gangster sind. Ja, wieso? Ja, weil doch die auch wegen einer wichtigen Sache kommen. Es kann also leicht sein, dass die das Notizbuch holen wollen und nicht die anderen vom LKA. Richtig, Oma? Respekt, du bist wirklich mein Enkel. Ja, das heißt ja dann, dass wir keinem trauen können und dass jeder von denen ein Verbrecher sein könnte. Ja, ich hab's euch doch schon gesagt. Denn nur der Erste, der da zur Türe kommt und nach diesem Notizbuch fragt, ist der Gangster. Oh, Das heißt, das ist Gesandt. ganz... Jetzt lass dir was einfallen. ja. Karl, du stellst dich da rechts neben die Tür und wenn er reinkommt, dann bumm. Okay, Oma. Alles, du stellst dich links an die Tür und wenn er reinkommt, bumm. Also, habt ihr mich verstanden? Wenn er reinkommt, bumm. Anna, du gehst ans Telefon und tust so, als wenn du mit der Polizei reden darfst, gell? Und auf Kommando dann bumm. Also, alles auf seine Posten, Marsch. 110. Mein Gott, du sollst nicht wählen, du sollst reden. Nein, schon gut, schon gut. Also, sind wir soweit? Gut, dann lass ich ihn rein. Was kommt beieinander? Die Susi. Entwarnung. Was ist denn bei Erna los? Grüß dich, Susi. Servus, Charlie. Du, sag einmal, wo warst denn du? Gestern haben wir alle auf dich gewartet und wer nicht gekommen ist, das warst du. Ja, weißt, das ist eine lange Geschichte. Du, Charlie, warst du die ganze Nacht in München? Ja, natürlich. Er hat nämlich eine neue Kneipe ausfindig gemacht. Kaffee Viereck. Geh, Alois, hör nicht auf ihn, komm, setz dich daher. Du, was heißt denn da eigentlich Kaffee Viereck? Warst du eingesperrt? Ja, also, so ungefähr. Jetzt lass dir halt nicht jedes Wort aus der Nase Ja, ziehen. also eingesperrt war er nicht, sondern eingeladen zu Kaffee und Kuchen. Was? Ja, zu einem richtig schönen Plauderstündchen. Also ich verstehe überhaupt nichts mehr. Und bei der Gelegenheit hat er denen erzählt, wie er zu dem Falschgeld gekommen ist. Was falsch geht? Ja, das hat uns die Oma ins Haus gebracht. Und darum haben wir nämlich jetzt die Gangster am Hals. Gangster. Da brauchst du aber nichts denken. Unsere Hausdetektivin hat uns hervorragend eingestellt, gell? Zuerst lassen wir es rein, dann hauen wir es K.O.
Und dann... Und dann? Ja, dann stehen wir vor einem ernsten Problem, an das wir überhaupt nicht gedacht haben. Wieso? Ja, wir haben nicht gedacht, wenn wir sie gefechtsunfähig gemacht haben, dass wir sie auch dann noch fesseln müssen. Ach so. Ja, genau. An unsere Bewaffnung haben wir gedacht, aber das haben wir völlig vergessen. Ja, Naja, das ist das Wenigste. Wieso? Ja, du hast doch alles in deinem Nähkorb drin, Bindfaden und Wolle, Moosbantel, alles. Hallo. das ist ein Schmarrn. Na, du gehst raus ins Kammerl und schaust, ob du was Geeignetes findest, gell? Aber beeil dich, beeil dich. Gut, mach ich. Also kann mir vielleicht irgendjemand mal erklären, was da eigentlich los ist? Komm mit mir in die Kammer, dann klär ich dich auf. Hoffentlich dauert seine Aufklärung nicht allzu lange. Ja, aber was machen wir denn, wenn die kommen und der Charlie ist noch nicht da? Dann muss auch ohne Charlie gehen. Alles, wir müssen den Plan noch mal genau überdenken. Alles, du stehst... Da hinten am Kastel und wenn er kommt, bumm. Genau. Und du? Ich bin am Telefon und tu so, als ob ich mit der Polizei verbunden wäre. Und auf Kommando, bumm. Und ich übernehme Charlie seine Rolle. Und auf Kommando, bumm. Ja, aber was ist das Kommando? Hä? Ja, ich mein, wann wissen wir denn, wann wir zuschlagen Wir sollen? mit unserem kriminalistischen Instinkt, wir werden den richtigen Zeitpunkt schon herausfinden. Nein. Die Anna hat schon recht. Nein, wir müssen ein Zeichen ausmachen, auf das hin wir zu gleicher Zeit alle losschlagen. Am besten ist ein sogenanntes Codewort. Pfui, Oma. Da war kurz Oma. Eine Parole hat's gemeint. Und da war am besten Angriff. Nein, das ist ein Blödsinn. Es darf nicht so was Auffälliges sein. Nein. Es muss vielleicht Fensterrahmen. Fensterrahmen. Oder Tischdecke. Oder Essiggurke. Essiggurke, mein Lieber, da ist einmal Angriff noch literarisch. Essiggurke. Ah, das sind's. Ja, und mir noch keine Parole. Jetzt schauen wir sauber aus. Was machen wir denn jetzt? Ja, alles genau nach Plan. Alles auf seine Posten. Und ganz ruhig und unauffällig verhalten. Uns reden überlass gefälligst mir, gell? Ja, aber was ist die Parole? Essiggurken natürlich. Ah, haben wir's soweit? Haben wir's. Dann lass ich sie rein. Ach, die Herrschaften vom LKA. Aber auch Zeit war, Oma. Oma! Ja, dann gib mir gleich Oma, gell? Sie, weil ich nur um ein paar Jahre älter bin als wir Sie, brauchen Sie zu mir lang nicht Oma sagen. Sie Staatsgelder verschwendende Fehlinvestition. Wie meinten die das, ha? Jetzt sei halt mal Start. Entschuldigen Sie bitte vielmals die Störung. Ah, das macht nichts, wir haben schon gewartet dafür. Wie meinen Sie das? Ja, wir meinen, weil Sie sich doch telefonisch schon angemeldet haben. Ach so, ja, richtig. Ja. Nun, um es kurz zu machen, da wäre noch eine Sache, die zu klären wäre. So. Und was denn vielleicht, hä? Ja, das ist jetzt nicht so einfach zu erklären. Ja, aber wenn Sie sich niedersetzen, vielleicht dreht sich's dann leichter. Anna, dein Telefonat. Was? Ach so, ja. Ich habe den Polizeipräsidenten in der Leitung. Der kommt nämlich heute noch zu uns, zum Schafkopf. Das ist deine Frau. Ja, und deine Tochter. Ja, einen Augenblick, Herr Polizeipräsident. Gleich komme ich wieder, gell? Ja. Sie wollen sich nicht niedersetzen? Nein, danke, wir haben wirklich keine Zeit. Komm, legen wir's doch um. Jetzt wartet nur ein bisschen. Ja. Oder wollen Sie vielleicht ein bisschen Brotzeit? Nein, danke. Schauen Sie, so ein schönes Schweiners oder ein Pressack. Essiggurken. Schon. Mein Gott. Anna, dein Polizeipräsident. Ja. Entschuldigen Sie vielmals. Oh, darf ich vorstellen, das ist jetzt mein Enkel, der bayerische Bruce Lee. Karademeister. Das sind die Herrschaften vom LKA. Ja, um jetzt aber nochmal auf den Zweck unseres Erscheinens zurückzukommen. Komm, legen wir's doch um. Nix da, das geht auch ohne Gewalt. Ah, das sind jetzt Ihre Kollegen. Kollegen. Ja. Mist, hier ist ein Hund liegt. So, ja, bitteschön. Das war allerseits. Ja, grüß Gott, Herr Kommissar. Hauptkommissar, so viel Zeit muss sein. Ja, so, moi, wie geht's denn Ihrer Beckenschaufel? Dank der Nachfrage
Schlechter. Omilein, wer ist jetzt das? Ja, das sind die Herren vom BKA. Was, BKA? Wie kommen Sie denn da drauf? Ich bin von der Kripo. Dezernat für Hehlerei und Falschgeld. Und das ist der Oberwachmeister Ramftinger, mein Fahrer. Ah, darum ist der in Uniform. Oh, ja. Ah, das haben wir ganz falsch informiert. Ist ja wurscht, gell? Auf alle Fälle, das sind Ihre Kollegen vom LKA. Ah, Sie sind die da, die uns den Fall nicht funken wollen, hä? Jawohl, wir sind das. Ich bin nicht. Ja, wie Sie sehen, sind wir auch mit diesem Fall beauftragt worden. Aber leider müssen wir jetzt zurück zu unserer Dienststelle. Ja, lassen Sie uns noch nicht aufhalten, gell? Wir werden bei anderer Gelegenheit einmal über die Sache reden. Über was? Na, dass sich das LKA da in unsere Sachen einmischen. Haben's wenig aber, Frau Kollegin? Oh, mein Kreuz. Naja, Kollege, Dienst ist Dienst. Und Schnaps ist Schnaps. Sie, Herr Kommissar, wegen was sind denn eigentlich Sie zu uns gekommen? Ich bin zu Ihnen gekommen wegen... Ja, schon Zeit, wo ist denn das Notizbuch? Notizbuch! Notizbuch? Ja, wegen dem Notizbuch. Essiggurke! Jetzt leg ich auf, ha? Aber seid ihr wahnsinnig, ha? Hallo, hört nicht auf, ha? Hände hoch! Was ist denn und alles jetzt? Warten Sie, Hallo? Alles fesseln! Ja, Fesseln! Charlie, wo bist du? Wo? Was ist denn da los? Hallo? Ja, was ist denn? Sind Sie wahnsinnig geworden, ha? Das ist Widerstand gegen die Staatsgewalt. Also das meine ich auch. Eine Frechheit ist das. Ja. Johnny, mach halt was. Ich werde jetzt erst einmal rückstellen, verstehst du, das Gauner? Ja, liebe kleinen Gauner. Ich bin von der Kripo. Jawohl. Ja, und ich bin vom LKA. Und ich bei der AOK. Hören Sie nicht auf ihn. Der Haken muss ihn scheinbar ein bisschen zugesetzt haben. Nein, ich meine, ich bin... Wer hier was und wer ist, das wird sich jetzt rausstellen. Ruhe! Wieso denn? Jetzt halt aber mal. Und Sie auch ruhig, gell? Oma, soll ich für Ruhe sorgen? Also, ich meine, das ist doch was. Wollten Sie was sagen? Nein, ich bin ja schon staat. Bitte, Oma. Also, nachdem wir jetzt alle so nett und friedlich beisammen sind, Nett und friedlich. Oh, mein Kreuz. Brauchen Sie einen Stuhl, Herr Kommissar? Raftiger braucht keinen Stuhl. also, nachdem wir alle so nett und friedlich beisammen sind, Nett und friedlich beisammen, gefesselt. Das ist Freiheitsberaubung. Protestiere. Das werde ich melden bei Amnesty International. Ja, genau. Und ich protestiere im Namen der bayerischen Polizei. Ja. und Sie, möchten Sie auch protestieren? Nein, danke. Und Sie, brauchen Sie vielleicht ein Kissen? Ja, Oma, er braucht kein Kissen. Ich werde jetzt versuchen, Licht in diese dunkle Angelegenheit zu bringen. Ich habe gleich gesagt, Umling etwas sollen, dann waren wir schon über halbe Berg
Berg und alles war vorbei. Es ist auch so alles vorbei. Herr Kommissar, ich muss mich vielmals bei Ihnen entschuldigen, dass ich Sie und Ihren Gehilfen... Gehilfen? Ja, so unsanft behandelt habe, gell? Keine Ursache, aber... Schauen Sie, da ist ein zweites Beweisstück. Und diese beiden Gangster da dazu, gell? Ja, ich verstehe leider immer noch nichts. Mein Gott, da ist kein Wunder, dass die Polizei nichts rausfindet, gell? Wie wir doch alle jetzt gerade vernommen haben, hat dieser Johnny eben geäußert, dass in dieser Tasche ein Notizbuch war, oder? Nix hab ich, gar nix. Und ohne meinen Anwalt sag ich kein Ton mehr. Ah, er sagt nichts. Susi liest ihm vor. Schaf, Falschgeld. Rosa, ein falscher Bart. Rampfdinger, eine Pistole. Johnny, ein kleines schwarzes Notizbuch. Also, Herr Kommissar, also, ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. So, und der wäre? Ja, Sie und Ihr Hilfs-Sheriff. Hilfs-Sheriff? Ja, Sie und Ihr Hilfs-Sheriff, Sie bringen jetzt diese beiden Gangster aufs Revier. Mein Enkel und die Susi begleiten Sie und werden dann Ihnen erklären, wie wir den Fall gelöst haben. Ja, aber... Ja, mein Enkel hat sich nämlich absichtlich einsperren lassen. Ja, damit wir auf uns aufmerksam machen, gell? Ja, genau. Das Weitere erkläre ich Ihnen dann auf dem Weg. Ja, wenn das so ist, dann... Ja, dann ist also mein Enkel kein Krimineller, sondern ein verdeckter Ermittler. Hab ich recht? Ich verstehe immer noch nichts, aber kann mich vielleicht jemand losbinden hier? Ich komme mir vor wie eingebundene Blutwurst. Hallo, ich lass Sie frei, lass Sie frei. Rampfdinger. Jawohl. Rampfdinger. Jawohl, Und Kommissar. sobald ich jetzt los bin, Ja. schauen Sie, dass die beiden hier keine Muxer machen. Haben wir uns verstanden? Jawohl. Keine Muxer. Jawohl. Keine Mucks. Oi, aus dem Sofa komme ich meiner Laptop nicht mehr raus. Stellen Sie ja nicht so. Warten Sie, Herr Kommissar, ich helfe Ihnen. Um Gottes Willen. Sei Beckenschaufel. Mein Kreuz. Was ist? Ich spüre mein Kreuz nicht mehr. Die Schmerzen sind weg. Weg! Wie weg die Blasen! Sie haben außerdem gerade die Blockade meiner Iliosakralgelenke aufgehoben. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Also dafür danke ich Ihnen ganz besonders, gell? Bittchen, gern geschehen. Rampfdinger, abführen, alle zwei! Hopp, gehen wir Auf geht's. Hallo, was ist denn? Komm, Susi. Also, Johnny, du bist wirklich das Allergrößte. Ach, ich sag's aber nicht. Ja, der kleinste Bummling, etwas soll alle wieder an. Herr Stadiger, nochmal vielen Dank für Ihre Mithilfe, gell? Bitteschön. Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Herr Kommissar, Ja? jetzt brauchst du doch nicht mehr so hatschen. Ach so, ja. Kling up, mein Land! Mein Gott, war das jetzt eine Aufregung. Ja, das kannst du laut sagen, mein Lieber. Aber jetzt ist ja Gott sei Dank alles vorbei. Ja. Und alles geht wieder seinen gewohnten Gang. Ja, und gleich morgen suchst du dir eine neue Arbeit, gell? Du, mein fauler Schwiegersohn. Damit ich nicht den ganzen Tag mit dir rumstreiten muss, gell? Kein Problem, Oma. Wieso? Hast du wieder was anderes in Aussicht? Selbstverständlich, ich mache mich selbstständig. Was? Du mach... Du brauchst gar nicht lachen, weil du wirst mein Kompagnon. Wie? Wieso? Ja, weil ich ein Detektivbüro aufmache. Und unser Werbeslogan wird lauten, wenn die Polizei auf Rätsel stößt. Die bayerische Miss Marple alles löst. So ist es.